wer von euch ist in einer christlichen Familie aufgewachsen? Wow. Nicht viel. Ich kann noch mal sagen, wer von euch in einer christlichen Familie aufgewachsen? Wow. Eigentlich, ich habe gedacht, zu 90%, aber gar nicht. Ich bin mega stolz auf euch. Also, auf die in der christlichen Familie aufgewachsen sind, auch die sich für Jesus später entschieden haben. Ich habe nicht gewusst, dass es wirklich so wenig, also so wenig sind wir nicht, aber ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und für die als Christ aufgewachsen sind, die christliche Familie, eine Frage. Sind ihr als kleines Kind mehr überzeugt von eurem Glauben oder mehr an Flamme und Feuer für Jesus als jetzt oder jetzt mehr als Kind? Kommen wir raus mit der Frage? Okay. Es ist schwierig zu sagen. Es ist anders, beides, okay. Ehrlich gesagt, ich glaube, als Kind bin ich anders, aber als Kind habe ich immer über meinen Glauben geredet. Das ist halt die Beste, was ich hatte. Gut, ich bin auch in einem muslimischen Land aufgewachsen. Und ich habe immer gedacht, mein Glaube ist die Beste. Und das ist es auch so. Und ich weiss, eigentlich in der Schule, eine von meiner Klassen, also ich war in der 4., 5. Klasse, eine von der Schule, meine Kollegin hat ein voll, weiss ich nicht, was sie hatte. Einfach daheim ein Problem gehabt. In der Schule, den ganzen Tag hat sie brüllt. Unsere Lehrerin ist gegangen mit ihr reden, hat es nicht gebracht. Andere sind gegangen mit ihr reden, hat es nicht gebracht. Dann bin ich gegangen. Und was sage ich zu ihr? Wenn du an Jesus glaubst, dann wird gut. Ich habe keine Ahnung, was für ein Problem hat sie gehabt. Und ich weiss, mit ihr habe ich einfach über Jesus geredet. Und das ist für mich so logisch. Du musst einfach an Jesus glauben und deine Familie muss an Jesus glauben. Und dann ist es gut. Dann bin ich heimgegangen. Nach ein paar Stunden ist meine Mami gekommen, ins Zimmer und gefragt, was hast du gemacht heute? Wieso? Sagt Brina, was hast du in der Schule gemacht? Nicht. Es gibt ein Mädchen da mit ihrem Papi. Der Vater ist hässig. Jetzt wird man Streit haben. Der Vater hat mit meinem Eltern geredet. Und dann nach einer halben Stunde, 3/4 Stunde, meine Eltern sind gekommen, sie haben mich geholt. Wir haben in der Kirche gewohnt. Obendran sind wir in der Kirche runtergegangen. Und der Vater wollte unbedingt mit mir reden. Und zwar, wie kann man zu Glauben kommen? Was habe ich an der Tochter gesagt? Und wie können sie als eine ganze Familie zu Glauben kommen? Und dann haben meine Eltern den Vater und die Tochter geführt, mit ihnen gebetet, erklärt, wie sie Jesus annehmen können. Und dann habe ich gedacht, yes, ich bin ein Evangelist. Ich habe eine Gabe wie ein Evangelist. Das ist Gottes Gabe, wo er schon als Kind auf mich gelegt. So stolz auf mich. Meine Eltern waren stolz, ich war stolz. Ich habe überall erzählt. Und dann bin ich Teenager geworden. Und als Teenager habe ich mit meinen Kolleginnen über Glauben geredet. Niemand hat geglaubt. Ich habe das Gleiche gesagt. Wenn du zu Jesus kommst, wird alles gut. Und dann haben sie angefangen, schwierige Fragen zu stellen, wo ich keine Antwort hatte. Ich habe angefangen, von meinen Erfahrungen zu erzählen und sie haben es genau gleich erzählt. Und ich habe nicht gewusst, okay, was mache ich jetzt mit dem? Und dann haben sie Fragen gegen die Bibel gestellt und irgendwann habe ich mich entschieden, weißt du was, ich glaube, ich werde Moslem. Ich bin Moslem geworden vor 2 Jahren, nicht wegen dem, andere Geschichte. Ich habe Koran gelesen, durch und durch. Ich habe mit meiner Koranlehrerin jede Woche in die Moschee gegangen. Wir haben ziemlich gut miteinander Koran durchgelesen und dann habe ich mich entschieden, gar kein Gott, gar kein Glauben. Und dann wieder zurück. Das ist eine andere Story, auf Christentum gekommen. Und als ich an Christentum nochmal entdeckt habe, ich Bibelschule gemacht habe, Koran gelesen, hätte ich langsam eine Antwort geben oder Fragen herausgestellt haben. Also als Teenager bin ich dann voll verzweifelt. Ich habe keine Gabe als Evangelist. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin ein sehr schlechter Evangelist.
Das muss ich sagen, weil im Iran, wir haben nicht unseren Glauben verteidigen. Muslimen sind einfach in die Kirche gekommen. Ich bin ein bisschen spoiled in diesem Bereich. Aber ich gebe mir Mühe, lernen, eine Antwort zu geben über meinen Glauben, über meine Hoffnung. Es gibt eine Bibelstelle im 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15 und 16. Wenn ihr eine Bibel habt, weil unser Thema ist immer noch Bibel. So, wenn ihr eine Bibel habt, wenn ihr schlecht mal oder ihr Handy rausnehmen. 1. Petrus 3, 15 bis 16 sagt: Ehrt vielmehr Christus dem Herrn, indem ihr von ganzem Herzen vertraut und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Also die Bibel lehrt uns und sagt, sind immer bereit, eine Antwort zu geben. Sind immer bereit, eure Glaube, eure Hoffnung verteidigen. Das heißt apologetisch. Habt ihr das Wort mal gehört? Apologetik. Und heute ist die letzte Klasse, wo ihr teilnehmen müsst. Also wir sind immer noch in der Predigtserie. Und heute ist die letzte Klasse. Freut ihr euch? Keine Aufgaben mehr, keine Prüfungen mehr. Ich möchte heute mit euch über apologetisch reden. Auf Griechisch, Apologia heisst, wenn du im Gericht stehst und der Anklager dich anklagen, beschuldigen. Der Ort und Weise, er bringt Anklage, das heisst Kategoria. Und die Art und Weise, wie du dich verteidigen und Antwort geben, heisst Apologia. Und das ist auch das gleiche Wort für Zeuge. Wenn ein Zeuge steht und einfach spricht von das, was er oder sie gesehen haben, gehört haben, erlebt haben, einfach Zeugnis geben, heisst Apologia. Und als Gläubig, als Christen sind wir erfordert, eine Antwort zu geben, zu wissen. Und ich weiss, wir haben selber als Gläubig viele Fragen und wir haben selber keine Antwort dafür. Und es gibt auch viele Fragen, die nicht Christen stellen, wo ich weiss nicht, wie kann ich zu dem eine Antwort geben. Heute versuche ich, drei von diesen Fragen mit euch anzuschauen. Ich versuche es. Wenn es zu weit geht, dann vielleicht noch eine und dann in ein paar Wochen die andere. Werden wir heute miteinander schauen, ist die Bibel wirklich zuverlässig? In der letzten Zeit, das war meine Diskussion, viele Christen sagen, während du deinen Glauben verteidigst, du darfst die Bibel nicht als eine Ressource brauchen. Weil sie glauben an die Bibel nicht. Und dann, wie kannst du sagen, dass die Bibel zuverlässig ist? Was macht die Bibel besser als alle anderen religiösen Bücher, die es gibt? Was macht einen Unterschied? Wieso Koran oder das Buch von Buddha oder sonst andere Bücher nicht besser sind als die Bibel? Wie kann ich sagen, dass die Bibel ist der einzige Gottes Wort? Und das ist das wahre Buch. Gut, dann schauen wir zusammen, wie wir das beweisen können, was für Antworten es da gibt. Und dann die andere Frage, die immer wieder kommt, tut die Bibel und Wirtschaft sich ergänzen oder sind gegeneinander? Wissenschaft, nicht Wirtschaft. Wissenschaft, hey, ihr hört mega zu. 6, gerade 6, well done. Dritte Frage, die immer wieder kommt, wenn Gott so gut ist, wieso erlaubt er Leiden, Schmerzen und Teufel, das Böse in dieser Welt? Die 3 sind die normalen Fragen, die kommen, vielleicht auch mehr, werden wir miteinander schauen. So, erstens, wenn jemand sagt, ist die Bibel tatsächlich zuverlässig? Meine allererste Antwort ist das persönliche Erfahrung. Ein Zeug kann nur von das reden, was er oder sie erlebt haben, gesehen haben, gehört haben. Das ist das beste Zeugnis. Und das erste Antwort, die ich gebe, ist folgendes.
Ja, die Bibel stimmt, weil er hat gemacht, das, was er gesagt hat. Die Bibel hat mir gesagt, wenn ich mich demütige vor Gott, wenn ich meine Sünde bekenne, er ist treu und er wird mich vergeben. Habe ich gemacht. Und Gott hat mich vergeben. Die Bibel hat mir gesagt, dass für mein Glauben werde ich verfolgt. Wegen Jesu Namen. Ist auch passiert. Die Bibel hat mir gelehrt, dass durch Persecution, Verfolgung, werde ich Trost bekommen, werde ich Jesus erleben, werde ich einen Frieden haben, der über alles andere in der Welt steht. Habe ich. Tatsächlich, ist passiert. Die Bibel hat mir gesagt, wenn wir beten, Gott ist treu und er antwortet. Und ich kann dir sagen, er ist mehr treu in seiner Antwort, als ich verdient habe. Ich habe gebetet und er hat treu antwortet. Viel mehr und viel öfter, als ich jeweils verdient. Das, was die Bibel hat gesagt, hat mir versprochen, tatsächlich, hat er auch gemacht. Also das erste Punkt ist immer ein persönliches Zeugnis. Die Bibel ist wahr, weil er hat Verheißungen und das habe ich in meinem persönlichen Leben erlebt. Okay, vielleicht für dich ist es ja, gut für dich, aber das ist nicht eine Begründung. Weißt, mit dem kann man nicht anfangen. Eigentlich, das persönliche Zeugnis ist das Stärkste, was du hast, weil dagegen kannst du nicht diskutieren. Gut, hast du das erlebt. Zweitens, die Bibel sagt, dass er zuverlässig ist. Wirklich, die Bibel sagt selber, dass er zuverlässig ist. Ja. In 2. Petrus 1, 15 bis 20 steht geschrieben, denn wir haben uns nicht etwas auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch angekündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischen Glanz erscheint. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete: Dieser ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Diese Stimme, die vom Himmel kam. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in eure Herzen hell werden lässt. In diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr die Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Die Bibel lehrt uns. Wir sind damalige Zeugen, die mit ihren Augen gesehen haben, gelebt haben, erfahren haben, geschrieben haben. Die Bibel wurde durch Augenzeugnis geschrieben. Drittens, Segen. Segen. Ich liebe, wenn sie so danken. Es ist Wahnsinn. Merci für eure Wertschätzung. Die Bibel ist einzigartig. Im Vergleich mit allen anderen Büchern, die wir haben, jetzt gehe ich wieder zurück. Darf ich das wieder haben? Olivia Swidli. Friedli. Im Zeppelin bitte Olivia abholen. Danke. Kannst du das nächste haben? Nächste Folie. Es geht jetzt gerade nicht mit dem. Die Bibel ist einzigartig. Im Gegenteil von dem Buch vom Koran, von den Mormon. Ein nächster. Die Bibel wurde nicht von einem
Person geschrieben, mit dem Zweck, ein religiöses Ritual zu anfangen. Der Zweck der Bibel war nicht eine Religion. Im Gegenteil, die Bibel hat 66 Bücher, die von 40 Autoren geschrieben ist, über 1500 Jahre, nämlich 40 Generationen. Die Autoren der Bibel sind von all unterschiedlichen Lebensbereichen. Wir haben Könige, Dichter, Diener, Hirten, Staatsmann, Militärgeneral, Gelehrte, Steuertreiber, Steuereintreiber, Ärzte und Fischer. Die Bibel wurde in verschiedenen Orten geschrieben. In der Wüste, Gefängnis, bei den Schlachtenfeldern, während dem Hüten der Schafe. Die Bibel wurde auf 3 Sprachen, Hebräisch, Griechisch, Aramäisch geschrieben, in 3 verschiedenen Kontinenten, Asien, Afrika, Europa, mit einer Botschaft, die von Anfang bis am Schluss gleich bleibt. Mit Jesus im Zentrum, der erklärt, wer Gott ist, was Gott tut und was Gott will, dass du und ich tun. Und die Bibel hat viel Widerstand erleben. In den letzten 1000 Jahren. Es hat immer wieder Schüler, Gelehrte, Menschen gegeben, die gegen die Bibel haben versucht, Beweis zu bringen, dass die Bibel falsch ist. Immer wieder. Es hat so viel Widerstand gegen die Bibel gegeben, sogar von Kirchen selber. Letzte Woche hat Micha darüber predigt, wie die Bibel wurde verboten in einer Kirche. In Kirchen wurde die Bibel verboten. Und heute, auch in den kommunistischen Ländern, in vielen Universitäten, ist die Bibel verboten. Die Bibel steht gegen viel Widerstand und trotzdem ist meist gedruckt, gelesen, verkaufte Buch. Trotz all dem Widerstand. Die Bibel ist authentisch, weil es gibt mehr als 5700 originale Manuskripte, Handschriften von der Bibel. Mehr als 10.000 in Lateinisch und etwa 15.000 in verschiedenen Sprachen. Das ist wichtig. All die mehr als 30.000 Manuskripte sind von dem 1. Jahrhundert, sogar von 90 nach Christus, bis 130 nach Christus. Das heisst, in den ersten paar Jahrhunderten, wir haben mehr als original 30.000 Manuskripte und Fragmente von der Bibel. Es gibt noch andere Manuskripte, es gibt noch andere Bücher, zum Beispiel der Clemens vom Korinth. Er hat in 95 nach Christus viele Briefe geschrieben. Und in seinem Brief hat er von mehr als 10 Büchern vom Neuen Testament zitiert. Polycarp vom Philippi im Jahr 120 nach Christus hat mehrere Briefe geschrieben und hat mehr als 16 Bücher vom Neuen Testament in seinem Brief zitiert. Ignatius von Antioch, er war ein Student, ein Junger von Apostel Johannes, wurde im Arena im Rom durch Löwen gemordet, gegessen. Und er hat auch mehrere Briefe geschrieben. Und in all seinen Briefen hat er Briefe von Johannes vollkommen zitiert und noch andere Briefe vom Neuen Testament. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Glaubt ihr alle, dass es einmal hat jemand gegeben, der hat Julius Caesar geheißen? Glaubt ihr an das Julius Caesar? Darf ich fragen, warum?
Darf ich euch fragen, wie viele Manuskripte haben wir vom Leben von Julius Caesar? 3. Oh ja, die sind die. Ah, okay. Von den Buddhas erst. Der Buch von Buddha, der ganze Religion, wurde erst 500 Jahre nach seinem Tod verfasst. Erst 500 Jahre nach seinem Tod. Julius Caesar, es gibt 10 Manuskripte, die aber erst nach 1000 Jahren nach dem Tod von Julius geschrieben worden ist. Also der Original-Manuskript, das wir heute haben, von Julius Caesar, ist erst 1000 Jahre nach Julius Caesar. Wer von euch kennt R.T. In meiner Sprache kann ich das mega gut, weil ich ein Iraner war, kann ich das gut aussprechen, aber Aristoteles. Von ihm, und wir kennen es in Poetik, gell? In der Schule vielleicht in der gelesen, vielleicht in der Literatur, in der Uni, er ist sehr bekannt. Mega schöne Poet geschrieben. Seine erste Manuskript gibt 1400 nach seinem Leben und wir haben nur 5 Manuskripte. Jetzt tun wir das vergleichen mit der Bibel. 30.000 Originalfragmente und Manuskripte der Bibel. In all unterschiedlichen Sprachen. Und dann kann man sagen, nein, die Bibel ist nicht, hat jemand geändert, wurde gewechselt. Es gibt sogar ein Fragment vom Lukas 23, Kapitel 23, paar Vers, die originale Fragmente, ein Kapitel vom Lukas. Ich habe noch Altes Testament, aber ich gehe nicht im Alten Testament. Ich werde euch sagen, ich habe all die PowerPoints inklusive Alten Testament auf der Webseite und ihr könnt das abladen, könnt nochmal reinschauen. Nächste. Die Geschichtliche der Bibel. Was heißt das? Immer wieder Archäolog. Ich habe 1 Jahr Archäologie studiert in England, in Birmingham. Und immer wieder als Archäolog kann man Beweise finden, dass die Bibel Aussagen sind wahr. Bis Jahr 1961 haben die Kritik gegen die Bibel gesagt, dass Pontius Pilatus hat niemals gegeben. Das Bibel ist falsch, weil es hat niemals ein Mensch gegeben, der Pontius Pilatus geheißen. 1961 wurde ein Kalkstein gefunden mit dem Namen Pontius Pilatus drauf, auf römischer Provinz Judäa von 26 bis 36 nach Christus. In Archäologie sogar vom Alten Testament. Wir können beweisen, dass Jericho, der Mauer von der Jericho ist tatsächlich abgekommen. Weil es hat ein Erdbeben gegeben, da wo die Bibel sagt, ein Jericho ist, und die Erdbeben ist ein Circle, ist eine Runde. Und die Erdbeben hat nur den Teil von der Boden gelangt. Also nur eine runde Linie. Und wir können nicht anders erklären, wieso da ist eine runde Linie und Erdbeben, wieso nicht innerhalb und außerhalb, außer dass wir sagen können, vielleicht ist es Jericho gewesen. Es gibt viel mehr archäologische Beweise. Und dann eine prophetische Natur von der Bibel. Das Alte Testament ist erfüllt mit Prophezeiung. Zum Beispiel Jeremia 50 Jahre vor dem, dass Babylon wurde, vor dem Fall von Babylon, Jeremia hat prophezeit, dass Babylon wird fallen. Die Bibel hat 70 Jahre vor dem Fall von Nineveh, Tyros und Edom, vor ihrer Zerstörung, hat prophezeit, dass sie wird zerstört. Jeremia 25, 11 bis 12. Jesaja hat die Herrschaft von Kyros, oder auf Farsi gesagt, weil er ist nochmal ein Iraner, Kurosh, 100 Jahre vor seiner Herrschaft hat prophezeit, dass er wird Regierung haben, dass er wird zur Herrschung kommen. 100 Jahre bevor er das gemacht hat.
Das Leben von Jesus. Wir haben 300 Prophezeiungen über das Leben von Jesus im Neuen Testament. Jesus hat 300 Prophezeiungen vom Alten Testament erfüllt. Wisst ihr, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person kann 300 Prophezeiungen erfüllen? Die Tatsache, dass Jesus wurde in Bethlehem geboren, ist 1:280. Die Tatsache, dass Jesus der Vorläufer des Christus ist 2:1000. Christus reitet auf einen Esel in Jerusalem statt 1:100. Christus wird von seinem Freund verraten statt 1:1000. Dass Christus wird verraten für 30 Silber, 1:1000. Dass der Judah wird mit dem 30 Stück Silber ein Land kaufen, 1:100.000. Dass Christus schwiegt, während sie ihn verurteilt, während sein Gerichthandlungen Prozess ist 1:10.000. Wenn du nur 8 Prophezeiungen nimmst und du mal schauen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person in einer Zeit hat 8 Prophezeiungen erfüllen, ist das. Nimm die ganze Schweiz, nimm 5 Lieber, leg 4 Fach, 4 Levels, 4 Stufen, 5 Lieber über die ganze Schweiz. Und dann tust 5 Lieber. 5 Lieber. Lieber habe ich gesagt. Das sind Lieber. Gott ist unser Versorger. Steht drauf, das weiß ich. Also nimm 5 Lieber, bedeckt die ganze Schweizfläche mit 4 Stufen. Du musst nur einen von den 5 Lieber markieren. Eine blinde Person freisetzen und die einmarkierte 5 Lieber zu finden. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass nur eine Person hat 8 von dieser prophetisch erfüllen. Und Jesus hat 300 Prophezeiungen in seiner Zeit erfüllt. Wir sehen, dass die Bibel hat viel mehr Prophezeiungen über Jerusalem. Die Bibel hat schon lange uns gesagt, dass Jerusalem wird im Mitte von seinen Feinden stehen. Das sehen wir heute. All die Prophezeiungen, Alt- und Neues Testament, hat die Bibel uns schon lange erklärt und wir sehen es. Die Bibel ist wahr, an dem, was er sagt. Gut, Sabrina, aber ist Bibel und Wissenschaft. Weißt, mit dem haben wir viele Probleme. Weißt, wir sind intellektuelle Menschen. Wir brauchen Rationalität und intellektuell und logisch. Und ich muss dir sagen, alle, die in Säkularismus oder Atheisten sind, glauben, sie sind auch gläubig. Alles ist ein Glaubenssystem. Also Säkularismus ist Religion, ist ein Glaubenssystem. Ein Unterschied ist, dass unsere Welt hat eine geniale Arbeit gemacht, in dem, dass sie Leute überzeugen können, dass wenn du ein intellektueller Mensch bist, wenn du studiert hast, wenn du rational und logisch überlegen kannst, wenn du Vernunft hast, kannst du nicht im Gott glauben. Religion und Gott ist gegen intellektuell und logisch. Und das ist Lüge. Das ist in der Wahrheit. Tatsache, die Bibel macht viel mehr Sinn als alles andere. Ist die Bibel gegen Wissenschaft? Ich habe Lukas gesehen. Hi Lukas. Ich sehe ihn, vielleicht sehe ihn nicht. Lukas wird an der Gemeindewochenende ein Workshop machen über das Thema. Und deswegen gehe ich nicht viel tiefer. Ich fange einfach mit dem. Wir müssen wissen, die Bibel ist kein wissenschaftliches Buch. Der Zweck der Bibel ist nicht, uns in Wissenschaft weiterbringen. Oder in Geschichte weiterbringen. Der Zweck der Bibel ist, Gott uns vorstellen. Der Zweck ist, dass wir dadurch
kennen, wer Gott ist, was er gemacht hat und was er will, dass wir machen. Das ist der Zweck der Bibel. Ich weiss noch, Lukas, was du erzählst. Ich hoffe, dass ich erzähle nicht Blödsinn da. Aber auch zu dem sage ich, es gibt gewisse Stellen, wo Wissenschaft mit der Bibel sich ergänzt. Es gibt auch gewisse Stellen, wo sie sich nicht ergänzen. Wir können nicht all die prophetischen Aussagen, poetische Aussagen einfach so übernehmen und besetzen. Aber es gibt Sachen, wo sie sich gegenseitig ergänzen. Die Bibel hat uns schon lange gesagt, dass die Erde rund ist. In Hiob 26,7. Die Bibel hat schon lange gesagt, dass die Erde hängt, in leeren Raum hängt. Die Bibel hat uns schon lange gelehrt, dass Blut die Quelle vom Leben und Gesundheit ist. Die Bibel hat uns gelernt über medizinische Wissenschaft, bevor wir haben über Bakterien, Germs, ich versuche das Wort zu finden. Was? Viren und Keime gelehrt. Die Bibel hat uns schon lange gesagt, dass im tiefsten des Meeres gibt Täler und Berge. Täler und Berge. Schon lange bevor wir das gewusst haben, hat die Bibel uns gesagt. Und nochmal muss ich sagen, die Bibel ist nicht ein wissenschaftliches Buch. Das ist nicht zu dem Zweck uns gegeben. Ich würde so gerne das nächste Thema mit euch anschauen, aber vom Zeit her sind wir ein bisschen knapp. Das nächste Thema wäre, den Fall, wieso lässt Gott Leiden und Schmerzen? Das werde ich ein anderes Mal sehr gerne mit euch anschauen. Darf ich den Band auf der Bühne bitten? Der Zweck der Bibel ist was? Liebe Studenten? Wer Gott ist, was Gott tut, was er will, dass du und ich tun. Und es braucht Vertrauen. Es verlangt Vertrauen. Die Bibel hat gesagt, dass Jesus wird kommen. Dass er wird auf Kreuz gehen, er wird sterben und das kann man auch schauen und beweisen. Dass er wird nach 3 Tagen auferstehen. Dass es kein anderer Weg ist, um Gott Vater zu nennen, außer durch Jesus. Es gibt keinen anderen Weg, um Gott zu begegnen, außer durch Jesus. Die Bibel lernt uns, dass der einzige Weg zu Gott ist durch Jesus. Und da bin ich überzeugt. Und je mehr dass ich studiere, je mehr ich mit dem mich beschäftige, desto mehr bin ich überzeugt. That's it. That's it. Das ist Wahrheit. Kannst mich dumm nennen, hat der Paulus gesagt. Gott nimmt unsere Dummheit und das Intellektuelle der Welt besiegen. Wenn du da bist und du sagst, hey, aber Sabrina, ich habe so viel mehr Fragen zur Bibel. Ich verstehe vieles nicht und ich komme selber nicht raus. Oder ich weiss nicht, wie kann ich die Antwort geben. Sind wir alle im gleichen Boot? Sind wir alle am Lernen, alle am Wachsen, alle am neu entdecken. Und das ist das Schönste mit Glauben. Dass wir dürfen lernen, dass wir dürfen wachsen. Wenn du da bist und sagst, hey, ich weiss es nicht, ob ich wirklich an dem glaube, was du da gesagt hast, dann würde ich dich ermutigen, mach dir Folgendes. Das habe ich immer als Kind gesagt, als Teenager gesagt. Ich habe immer Folgendes gesagt. Schau, mein Job ist mein Zeugnis zu geben. Mein Job ist mein Glauben mit dir teilen. Der Rest ist Gottes Job. Er ist mächtig, er ist gegenwärtig, er ist heute da, er ist präsent, um dich zu berühren, um sich dir zu offenbaren. Die Frage ist, willst du das? Wenn du suchst, er ist nicht weit. Das hat die Bibel uns gesagt. Wenn du suchst, lässt Gott sich finden, suchst du. Und ich sage, es ist nicht mein Job. Ich muss Gott nicht präsentieren. Er kann das selber sehr gut machen. Er macht das viel besser als ich. Und wir haben den Heiligen Geist, der tatsächlich zu unserem Herz und Seele spricht. So, wenn du da bist und du noch nicht an Jesus glaubst, du weißt, und kann ich nicht, dann würde ich dich einladen, mit mir ein Gebet zu beten. Das Gebet geht um einfach dir das Herz aufzutun und sagen, okay, kenne ich dich nicht,
Ich weiss es nicht, ob ich an die glaube, aber ich würde gerne suchen. Ich würde gerne fragen. Und ich lade dich ein, mit meinem Herz reden und dich mir offenbaren. Darf wir das Gebet miteinander beten? Jesus, wenn dir wirklich gibt, dann bitte ich, dass du dich mir offenbarst. Sag doch Träume, Visionen. Im Alltag, ich will dich finden, ich will dich sehen, ich will dich spüren und erkennen. Mein Herz ist bereit. Ich will dich kennenlernen, ganz persönlich. Amen. Amen. Wir haben ein Gebetsteam und heute gibt es ein hörendes Gebet. Hörendes Gebet ist, wenn zwei Personen für dich beten, dann für sich Zeit nehmen, auf Gott hören, Fragen stellen. Vielleicht hast du eine Frage. Wenn nicht, dann stellen sie ein paar Fragen. Gott, was willst du heute an diese Person sagen? Gott, was liegt auf dein Herz? Besonders heute von dieser Person. Die hören von Gott, kannst selber auch hören, dann geben sie dir eine Antwort. Was auf Gottes Herz ist, besonders heute für dich. Ich tue dich jetzt auch herzlich einladen. Nimm das Gebet in Anspruch. Wenn du willst einfach wissen, Vater, was willst du heute mir sagen? Was darf ich heute für dich hören? Dann auf meine rechte Seite, eure linke Seite, das Gebet ist bereit und werde sich freuen, mit dir beten, für dich zu hören. Jetzt steig mal im Lobpreis.